Wir sind in der Endzeit. Wir sind als Menschheit noch nie so nah am Ende gesehen wie heute. Amen, oder? Wir sind noch nie so nah gesehen wie heute. Wir sind in dieser Predigtreihe Apocalypse Now, wo wir die Offenbarung anschauen. Das letzte Buch in der Bibel. Das letzte Buch in der Bibel. Und ich weiß nicht, hast du das schon mal gelesen oder nicht? Das ist ein Jesus-Buch, wo viele krasse Geschichten aufgezeichnet sind. Und wenn wir an Apokalypse denken, wenn wir das Wort hören, dann kommt uns als allererstes Weltuntergang in den Sinn. Oder die Apokalypse, Weltuntergang. Aber wenn du das vom Griechischen anschaust, Apokalypse bedeutet nicht Untergang, sondern Enthüllung oder Entschleierung. So wie bei einer Hochzeit, wenn die Brut, der Schleier, weggenommen wird. Das heisst, eigentlich ist eine Hochzeit ist eigentlich eine Apokalypse. Darum heisst das Buch auch Offenbarung, weil etwas offenbart wird, weil etwas entschleiert wird. Und der Ralf hat letzten Sonntag angefangen, hat die Predigt eingeleitet und er hat darüber geredet und hat die letzten 2 Kapitel, wir haben von hinten eigentlich angefangen, und hat darüber geredet, um was es dort eigentlich geht. Der Johannes, zwischen 60 und 90 nach Christus, hat eine Vision und er bekommt einen Einblick in den Himmel, er bekommt einen Einblick in dem Moment in den Himmel, in den Thronsaal. Vielleicht, wenn ich hier in der Mitte noch ein bisschen Licht könnte haben, wäre das gut. Vielen Dank, dann kann ich mich nämlich auch hier bewegen. Danke vielmals. Sonst muss ich immer hier rüber. Ist gut. Genau, er bekommt einen Einblick in den Himmel und der Engel zeigt ihm, wie Gott zum Ziel kommt mit dieser Welt, wie die Welt vollendet wird. Und Johannes hat die Vision und er schreibt das Zeug auf. Und wenn wir die letzten 2 Kapitel anschauen in der Offenbarung, dann wird uns eine grandiose Vision beschrieben. Es wird uns gezeigt, wie Gott zum Ziel kommt mit dieser Welt. Der Kampf zwischen Gut und Böse wird schlussendlich, und das haben wir gehört, vom Guten entschieden. Das Gute setzt sich schlussendlich durch. Gott besiegt schlussendlich das Böse. Gott besiegt den Satan, den Teufel, in anderen Worten. Und das ist grandios zum Wissen, weil wir wissen, wie es ausgeht. Und für die Leute damals, aber auch für uns ist das eine Ermutigung. Auch wenn wir vielleicht schwierig haben im Moment, auch wenn wir vielleicht Hungersnöte haben, Krieg haben oder Seuchen haben im Moment, wissen wir, dass am Schluss dass es gut kommt. Dass Gott ihm die Schöpfung nicht egal ist. Gott setzt sich mit seinem guten Willen und mit seinem Reich schlussendlich durch. Und wir als Christen können standhaft bleiben und dort mitschaffen, weil wir wissen, dass es am Schluss ein grandioses Ende wird nehmen. Und der Ralf hat das beschrieben, die Apokalypse ist wie eine Vision gegen Monster. Eine Vision gegen Monster, wenn du die Predigt verpasst hast, los sie an, schau sie nochmal nach. Und jetzt, wieso hat der Ralf gesagt Monster? Wieso hat er gesagt Monster? Weil wenn wir die letzten 2 Kapitel anschauen, sehen wir die Vision. Aber die Kapitel vorher lesen wir von ganz vielen Monstern. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht von diesen Monstern, die dort vorkommen. Zum Beispiel kommen die apokalyptischen Ritter vor, die 4 apokalyptischen Ritter. Das sind ganz berühmte Figuren. Und jedes Ross, jeder Ritter bedeutet eine andere Plage, eine andere Katastrophe, die über die Welt kommt. Oder? Es wird von einem Drachen geredet, vom Teufel. Oder? Und dann von einem 7-köpfigen Monster. Das ist nicht der Teufel, werden wir nachher sehen. Ein 7-köpfiges Monster, ein Monster mit 7 Köpfen und 10 Hörner. 10 Hörner, die aus dem Meer rauskommt. Und das wird beschrieben, das Tier wird beschrieben als der Antichrist. Und dann wird beschrieben, dass auf dem Monster mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern eine Frau sitzt, die Hure Babylons. Und die sehen auf dem Bild, oder? Und die verführt die ganze Welt, das Monster anzubeten und den Drachen anzubeten. Und alle Menschen müssen sich das Zeichen vom Antichrist auf die Stirn machen und auf die Handfläche. 6, 6, 6. Und wir reden heute über all das. Ist das gut? Über all das. Und vielleicht denkst du jetzt, bist du heute zum ersten Mal da und denkst, was für ein Monster. Wo bin ich da gelandet? Im letzten Buch der Bibel. Es kommt alles gut. Es wird beschrieben von himmlischen Schlachten, wo die
der Erzengel Michael gegen den Teufel kämpft im Himmel. Oder? Und es sind Tausende und Millionen von Engeln, die sich da irgendwie betteln. Und das Lamm kämpft gegen einen Antichrist und so weiter und so fort. Dann lesest du von den Zornesschalen von Gott, die ausgegossen werden über die Welt. Oder? Und wie Menschen dahingerafft werden. Und dann denkst du und lesest das und ich lese das und denke so toll wie die letzten 2 Kapitel sind, so toll wie die letzte Vision ist, oder? Vision gegen Monster, so verstörend und angsteinflößend sind alle Kapitel vorher. Und ich habe mich jetzt im Fall in der Vorbereitung für diese Serie mehrmals gefragt, warum tun wir uns das an? Warum tun wir uns als ICF diese Serie an? Und ich habe den Ralf gefragt, Ralf, wieso machen wir diese Serie? Und der Ralf hat gesagt, doch, das ist gut. Das ist eine Vision gegen die Monster, mega aktuell, oder? Und so. Und ich so, ja super, und was ist mit allen anderen Kapiteln vorher? Also, ja, über die kannst du dann predigen. Ich so, okay, ist super. Und ich habe mich auf diese Serie vorbereitet, ich habe mich mit diesen Visionen auseinandergesetzt, viel und so. Und ich habe mich ein paar Mal gefragt, was hat der Johannes geraucht, als er das Zeug aufgeschrieben hat? Auf was für einem Trip ist der Typ gewesen? Was für ein Tier mit 10 Hörnern und 17 verschiedenen Kronen auf dem Kopf? Und was ist dort gegangen? Und dann nach wochenlangem Betten und Fasten habe ich gewusst, was ich predigen muss heute. Und das ist der folgende Vers, Offenbarung 8, Vers 1. Dort steht: Und als das Lamm das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich dachte, das ist der perfekte Vers für heute Morgen. Eine Predigt im ICF geht ungefähr eine halbe Stunde. Und jetzt werden wir einfach still sein, eine halbe Stunde. Und die Band will nicht spielen, nein, Spaß. Aber das Buch mit den 7 Siegeln, das dort beschrieben wird, oder? Das ist ein Sprichwort, das sich bis heute durchgesetzt hat. Das Buch mit 7 Siegeln ist ein Symbol für etwas, das man nicht verstehen kann, oder? Und für viele Leute ist die Offenbarung heute noch ein Buch mit 7 Siegeln. Und wir reden in ein paar Wochen über die Szene, oder? Dass nur das Lamm, nur Jesus ist würdig, um das aufzumachen. Das ist mega spannend. Das ist nicht das Thema von heute, aber wenn du vielleicht die Offenbarung auch schon gelesen hast, vielleicht ist das etwas, wo bei dir auch auf Unverständnis gestoßen ist. Gibt es jemanden, der das gelesen hat und nicht versteht? Gibt es irgendjemanden, der es gelesen hat? Da vorne, ein paar. Ich möchte dich einfach ermutigen, du bist nicht allein. Ich verstand sie auch nicht. Der Calvin, einer der einflussreichsten Theologen auf dem Planeten im Mittelalter, bis heute einer der einflussreichsten Typen, der hat über jedes Buch in der Bibel einen Kommentar geschrieben. Über jedes Buch. Von Genesis bis am Schluss. Ausser über das Buch von der Offenbarung hat er keinen Kommentar geschrieben. Und man spekuliert jetzt, wieso er das nicht gemacht hat. Er denkt, das ist nicht würdig, dass es in die Bibel kommt. Auf jeden Fall, eine mündliche Tradition sagt, er hat gesagt, das ist ein dunkles Buch, das ich nicht check. Und ich möchte dir einfach zusprechen, wenn du es nicht checkst und für dich das ein Buch mit 7 Siegeln ist, dann bist du in guter Gemeinschaft. Und ich möchte einfach sagen, alle Leute, die sagen, sie checken das Buch, sind entweder nicht ehrlich oder sie checken es nicht. Es ist ein kompliziertes Buch. Und einer von den Gründen, wieso das so schwierig ist, besteht darin. Die Apokalypse oder die Offenbarung ist apokalyptische Literatur. Das ist ein Genre von damals. Das kennen wir heute nicht mehr. Aber es hat zur Zeit von der Apokalypse, von der Offenbarung, noch andere apokalyptische Literatur gegeben. Das Buch vom Henoch zum Beispiel und so weiter. Das ist etwas Gängiges. Das ist, wenn irgendein Typ, ein Seher, einen Einblick bekommt in den Himmel und er kann Gegenwart aufgrund von dem neu deuten und liest das seinen Hörern vor. Und sie bekommen eine neue Perspektive auf die Gegenwart. Und oft eine systemkritische Perspektive. Oder? Das ist eine apokalyptische Literatur, die uns komplett fremd ist, zum Menschen herausfordern und motivieren. Der andere Grund, wieso das so schwer verständlich ist und wir zum Teil nicht rauskommen, ist ganz einfach. Oder? Stell dir vor, der Johannes bekommt irgendeinen Einblick in den Himmel. Und er sieht dort Sachen, die er noch nie gesehen hat. Und er probiert das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Und natürlich braucht er Bilder, natürlich braucht er Symbole. Weil das sind Sachen, die er dort sieht, die er sonst noch nie sieht.
analogielose Sachen in dem Sinn. Und natürlich bringen die Bilder, bist verwirrt am Schluss. Jetzt gibt es irgendein 10-köpfiges Monster mit einer Frau oben drauf und so. Und es wird etwas zum Ausdruck gebracht, wo man nicht erklären kann sonst. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt für dich und für mich und für dich daheim. Wenn das für die Leute von damals, vor 2000 Jahren, schon schwer verständlich war, wie viel mehr für uns heute im 21. Jahrhundert? Wie viel mehr? Das ist wie wenn du jetzt nach Papua-Neuguinea würdest gehen, in den Urwald, und du triffst dort irgendwie ein Urwaldvolk und du bist der erste Wissi, wo die Menschen sehen. Das sind völlig überwältigt. Und dann ist deine Aufgabe, diesen Leuten das Internet zu erklären. Wo fängst du an, oder? Kannst du von dir erzählen und von... Es ist so schwierig, oder? Das ist so etwas anderes, so eine fremde Welt. Und warum betone ich das am Anfang von meiner Predigt so fest? Schau, es gibt so viele Leute, die tun so, als würden sie das Buch verstehen und übertragen das, was dort steht, 1:1 auf die Gegenwart und unsere Zukunft, ohne vorher sich die Frage zu stellen, was der Text eigentlich für die Leute damals bedeutet hat. Wenn du mal auf YouTube gehst und Offenbarung eingibst, findest du dort so viel Schrott. Hast du das schon mal gemacht? Mach es nicht. Du bekommst so viel Müll, was die Offenbarung, wie sie interpretiert wird für die Zukunft. Das Biest aus dem Meer, das Monster, das aus dem Meer rauskommt, sagen Leute, das ist die EU. Und die Hure, die da drauf hockt, ist das Internet. Und die Zahl 666, die du haben musst, das ist die Impfung gegen Corona. Weil wenn du das ja nicht bekommst, oder, dann kannst du nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen, bist benachteiligt, oder? Es gibt so viel Brunz. Und ich als Pastor fühle mich verpflichtet, dich auf den Brunz hinzuweisen, dass du dir dann nicht antun musst. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil es dich ablenkt vom Inhalt der Offenbarung, um was es in diesem Buch wirklich geht. Es lenkt ab. Und am Schluss reden wir mehr um das, was es wirklich geht. Aber der Titel von meiner Predigt ist folgender. Warum die Offenbarung nichts über Corona sagt. Die Offenbarung sagt nichts zu Corona. Die Offenbarung sagt auch nichts zu der Impfpflicht. Die Offenbarung sagt auch nichts zum Internet. Die Offenbarung sagt auch nichts zu der WHO oder zum Bill Gates oder über die EU oder über den Putin oder die Obama oder die Angela Merkel. Warum nicht? Warum sagt die Offenbarung nichts über all diese Sachen? Es ist ganz einfach. Weil es die WHO zur Zeit, wo die Offenbarung geschrieben wurde, noch gar nicht gegeben hat. Weil es noch kein Internet gegeben hat, weil es noch keine Impfung gegeben hat. Und du denkst jetzt, aber es redet ja über die Zukunft. Es könnte ja trotzdem sein. Ich sage dir einfach, ich habe 8 Jahre Theologie studiert, oder? Aber du musst nicht Theologie studiert haben, um das zu verstehen, was ich jetzt gerade in diesem Moment sage. Wenn du die Bedeutung von irgendeinem Text, aber vor allem von einem biblischen Text willst herausfinden, was das für eine Bedeutung hat für uns jetzt, das machst du in jedem Buch der Bibel. Dann fragst du zuerst, was ist der Kontext gewesen? Was ist die Geschichte und Situation für die Leute, wo das adressiert war? Und erst in einem zweiten Schritt fragst du dich, was hat das in diesem Fall für eine Bedeutung für uns? Die Reihenfolge hältst du immer ein beim Bibellesen und beim Interpretieren. Aber wenn es um die Offenbarung geht, dann viele das einfach abstellen. Und wir haben irgendeine arrogante Meinung, dass wir besser wissen, was die Offenbarung sagt, als die Leute, die es dazu geschrieben worden ist. Weil wir irgendwie näher am Ende sind oder so. Aber das ist nicht der Fall. Es kann nur schief gehen. Ich möchte jetzt die ersten paar Vers 1 und Vers 4 mal lesen. Dann wird deutlich, in welchem Kontext das geschrieben worden ist. Da steht, dies ist die Offenbarung von Jesus Christus. Oder die Apokalypse.
die Gott ihm gegeben hat, um seinen Dienern zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Merkt ihr das? In Kürze. Bald, kann man auch sagen. Vers 4, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden in der Asia. Das ist die damalige Türkei, also heutige Türkei, Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und da sehen wir es. Schwarz auf weiß, rot, orange auf weiß. Die Offenbarung ist zuerst einmal ein Brief an 7 Gemeinden in Asien. 7 Kirchen mit ihrem Kontext, mit ihrer Geschichte, mit ihren politischen Gegebenheiten, mit ihren Problemen. Und er schreibt ihnen, können wir vielleicht nochmal den Vers einblenden, er schreibt ihnen, was in Kürze muss passieren. Er schreibt ihnen, was in ihrer Zukunft passiert. Und jetzt nur, wenn man nur diesen Vers anschaut, muss man doch mal zuerst, einfach nur diesen Vers, könnte man davon ausgehen, dass der Johannes nicht primär über unsere Zukunft schwätzt, sondern über die Zukunft von diesen 7 Kirchen. Was in ihrer Zukunft bald muss passieren. Verstehen wir nicht falsch. Ich sage nicht in der Offenbarung, die Offenbarung sagt nichts über unsere Zukunft. Das sage ich nicht. Ich sage nicht, alles ist schon passiert, was muss passieren. Es gibt viele Sachen, die sind noch nicht passiert, die dort beschrieben sind. Oder? Jesus ist noch nicht zurückgekommen, oder? Außer wir haben ihn verpasst und alle sind schon weg und wir sind da geblieben. Er ist noch nicht zurückgekommen, oder? Der Kampf zwischen Gut und Böse ist noch nicht fertig. Es gibt noch so viel Böses auf dieser Welt. Keine Frage. Und vieles ist unklar, was noch ist. Und das ist auch gut. Es muss auch ein Geheimnis bleiben. Wir müssen nicht alles herausfinden, oder? Ich sage nur Folgendes. Wenn wir den Kontext und die Geschichte von damals berücksichtigen und der Offenbarung in dem Sinn gerecht werden, wie wir das für jeden anderen Bibeltext auch machen, dann merkt man, dass das nicht primär eine Apokalypse oder eine Enthüllung für uns heute ist, sondern eine Apokalypse und eine Enthüllung für die Christen von damals. Das ist das, was ich heute sage. Und das wird so deutlich, wenn wir nachher das anschauen, aber es ist auch so wichtig, weil die Offenbarung wird so oft missbraucht als Kristallkugeln. Oder? Wir schauen da rein und können unsere Zukunft herausfinden. Wir können schauen, was echt noch muss passieren muss. Und es lenkt aber ab von dem, was die Offenbarung ursprünglich wollte. Und wir verpassen, dass die Offenbarung der Christen damals und auch uns heute will Mut machen, Gott und dem Lamm, seinem Sohn Jesus, treu zu bleiben, auch wenn schwierige Zeiten kommen. Wir müssen uns nicht um die Zukunft sorgen, oder? Wir müssen nicht in die Zukunft schauen. Jesus selber sagt, sorg dich nicht um morgen. Sorg dich um heute, um das Reich von Gott. Jetzt sei wach für das Reich von Gott. Warum? Weil sich das Reich von Gott eines Tages völlig wird durchsetzen. Darum sollen wir jetzt wach sein und jetzt wach sein für das, was jetzt wichtig ist. Nicht, was mal in Zukunft ist. Wir wissen, wie es ausgeht. Das soll uns Mut geben und Standhaftigkeit geben. Amen. So. Ich will jetzt auch noch ein paar Beispiele deutlich machen, die plötzlich völlig Sinn ergeben, wenn wir den Kontext kennen. Sind ihr bereit? Und auch jetzt richtig so in die Abgründe von der Offenbarung. Offenbarung 13, 1-4. Jetzt reden wir über das Tier, das Monster aus dem Meer kommt. Ist das gut? Und ich sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Auf seinen Hörnern trug es 10 Diademe und auf seinen Köpfen standen Lästernamen. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären. Und sein Maul war wie das Maul eines Löwen. Muss man mal probieren vorstellen, das Tier. Kannst du gar nicht richtig dir vorstellen, aus einem einfachen Grund. Weil es Symbolspruch ist, weil das Zeug etwas bedeutet jeweils, oder? Es wird zitiert aus dem Buch Daniel, aus dem Alten Testament, wo auch von 4 Tieren geredet wird, die aus dem Meer kommen. Und die 4 Tiere im Buch Daniel repräsentieren 4 Königreiche, 4 Empirien. Das erste ist das Babylonische, dann das Medische, das Persische und das Griechische. Und
das Tier, das hier in der Offenbarung beschrieben ist, wie ein Suppentier, wie eine Mischung von diesen 4 Tieren zusammen in einem, oder? Und wir wissen aus der Geschichte, welches Reich nach dem griechischen Reich gekommen ist. Das ist das römische Reich, oder? Das römische Reich. Und es heißt jetzt im nächsten Vers, dass der Satan, der Drache, hinter dem römischen Reich steht und dem römischen Reich Kraft gibt. Im nächsten Vers steht, und der Drache übergab ihm seine Gewalt und seinen Thron und große Vollmacht. Und einer seiner Köpfe sah aus wie hingeschlachtet zum Tode, doch seine Todeswunde wurde geheilt. Merkt ihr den Satz? Ich gehe nachher auf den ein. Seine Todeswunde wurde geheilt. Da geriet alle Welt in Staunen und lief dem Tier hinterher. Und sie beugten ihre Knie vor dem Drachen, weil er dem Tier die Vollmacht gegeben hatte. Und sie beugten ihre Knie vor dem Tier und sagten, wer ist dem Tier gewachsen und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Also wird das Tier beschrieben, das aus dem Meer kommt. 7 Köpfe, 10 Hörner. Die ganze Welt betet das Tier an, oder? Die ganze Welt beugt ihre Knie vor dem Tier. Und jetzt geht es weiter im Text und es wird beschrieben, es ist ein Tier aus dem Wasser gekommen und jetzt kommt noch ein Tier vom Land. Es sind dann noch bei mir. Ich weiß, es ist weird, aber es ist trotzdem auch wichtig. Ist gut? Es kommt ein Tier vom Land und es heißt von dem Tier, dass das Tier alle Menschen verführt, dass sie das Tier, das aus dem Wasser kommt, anbeten. Das mit den 7 Köpfen. Im nächsten Vers, Offenbarung 13, Vers 16 bis 18. Und das Tier vom Land bringt alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven dazu, sich auf die rechte Hand oder auf die Stirn ein Zeichen machen zu lassen, sodass niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, er habe das Zeichen, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit gefordert. Jetzt müssen wir denken, seid ihr. Wer Verstand hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Okay. Die Zahl vom Antichrist, die hier beschrieben ist 666. Die Zahl von dem Tier mit den 7 Köpfen aus dem Meer. Und alle Menschen müssen das anbeten. Und alle Menschen müssen sich das Zeichen auf die Stirn oder auf die Hand machen, heisst es. Sonst können sie nicht mehr kaufen und verkaufen. Und das Tier vom Land, heisst, verführt alle Menschen, das zu machen. Und die, die es nicht machen, werden verfolgt und werden umgebracht und so weiter. Jetzt. Über Zahlen spekulieren ist nie gut in der Bibel, weil du kannst alles machen. Aber wenn die Bibel explizit sagt, wir sollen ausrechnen, was dort steht, habe ich gedacht, komm, wir machen doch das heute. Komm, wir rechnen jetzt einmal aus, wer ist der Antichrist. Ist gut? 25. April 2021, ICF Basel. Was ist 666? Und das ist eine Methode, Gematrie heisst die. Das war eine übliche Methode, wie man Namen verschlüsselt hat durch Zahlen. Weil Buchstaben haben numerische Werte im griechischen Alphabet und im hebräischen Alphabet. Und man hat das zusammenrechnen. Und das hat man immer wieder gemacht. Also, sind ihr bereit? Wer ist der Antichrist? Ich habe es herausgefunden. Gestern oben. Es ist Angela Merkel. Weil Merkel hat 6 Buchstaben. Und Merkel hat jetzt 3 Mal regieren, 3 Amtszeiten. 3 Merkel gibt 3 mal 6. 6, 6, 6. Offensichtlich stimmt das nicht, oder? Offensichtlich stimmt das nicht. Ich habe eine andere Idee. Im hebräischen Alphabet ist das Wav, das W, ist die Zahl 6. Und wenn man jetzt sagt W, Wav, 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 was gibt das? Das Internet. Das Internet ist der Antichrist. Du siehst, du kannst auf alle Namen kommen. Ein anderer Name, der auch immer wieder gekommen ist der Hitler. Hitler, wenn das A 100 ist, das B 101, das C ist 102, wenn du alle Sachen zusammenrechnest, kommst du wirklich auf 666, oder? Und du siehst, du kannst auf alles kommen, wenn du deine Regeln selber definierst, wie du rechnest. Du kannst alles sagen. Im Mittelalter hat der Luther gesagt, der Papst in Rom ist der Antichrist. Und der Papst in Rom hat gesagt, der Luther ist der Antichrist. Und beide haben es belegen mit Zahlen, oder?
Und wir dürfen nicht vergessen, die Offenbarung ist ein Brief an die 7 Gemeinden von damals, die mit ihrem Verstand, mit ihrer Weisheit haben müssen können ausrechnen, wer das ist. Das heisst, es war sicher nicht der Hitler. Es war auch nicht der Luther, die hätte es noch nicht gegeben, oder? Und jetzt wird es spannend, oder? Wir wissen, dass damals, es war die römische Zeit, Kaiser regiert haben. Die Kaiser haben die Welt regiert. Und wir wissen, dass Kaiser auch angebetet worden sind. Einen Kaiserkult gegeben. Die Kaiser haben auch Sohn Gottes genannt. Und es hat Tempel gegeben in allen Städten vom Römischen Reich. Mit einer Priesterschaft. Und die Leute haben einem Kaiser geopfert, oder? Man hat Tempel aufgestellt. Und jetzt, wenn man den Namen Nero betrachtet, der Kaiser Nero, der damals zu dieser Zeit Kaiser war, einer der Kaiser. Und ich habe das mitgebracht, wenn du die hebräischen Buchstaben vom Nero nummerierst, mit den Nummern, die es im hebräischen Alphabet hat, dann steht dort Neron Caesar. Und jeder von diesen Buchstaben hat einen numerischen Wert. Es gibt 6, 6, 6. Auf jeder Münze, die du damals gebraucht hast zum Verkaufen und zum Kaufen, ist Neron Caesar gestanden. Und die römischen Kaiser sind als Götter verehrt worden und die Christen haben natürlich dort nicht mitgemacht, oder? Die Christen haben dort nicht mitgemacht, sie haben sich dort widersetzt. Und Johannes sagt denen jetzt, hey, haltet Stand, betet nicht den Kaiser an, sondern das Lamm. Auch wenn es euch etwas kostet, auch wenn euch das Leben kostet, betet ihn an. Das heisst, zusammengefasst nochmal, der Drache ist der Satan. Das Tier aus dem Meer mit den 7 Köpfen, mit dem Panthergesicht und den Bärenfüßen und so weiter, ist das Römische Reich. Und das Tier vom Land ist die lokale Priesterschaft, die überall verteilt war, ist im Römischen Imperium, wo die Leute verführt hat und angeleitet hat, den Kaiser anzubeten. Und vielleicht habe ich dich jetzt noch nicht überzeugt. Vielleicht denkst du, sicher nicht, was? Nero ist der Antichrist und so weiter. Das Tier wird ja auch beschrieben, ich überzeuge dich gerade, das Tier wird ja auch beschrieben mit einem Kopf, wo wie eine Todeswunde hat, gestorben ist und wieder auferstanden ist, oder? Ich habe euch vorher das vorgelesen. Es gibt eine Legende vom Kaiser Nero, die er selbst schon mal gemacht hat, dass man Angst hat, dass er wieder aufersteht und mit einem Heer aus dem Osten kommt und Rache nimmt. Passt perfekt. Vielleicht habe ich dich immer noch nicht überzeugt. Neron Caesar, wie ist es gegangen? Käse und so. Ist mit einem N in der Mitte. Vielleicht können wir das Slide nochmal haben. Einige christliche Handschriften haben nicht 666, sondern 616. Da dachte ich, wieso? Es gibt ja mehrere Handschriften vom Neuen Testament, wenige überleitet, die haben 616. Das ist, weil die Christen gesagt haben, nein, es ist der Nero, aber es ist doch kein N in der Mitte. Das ist doch nicht richtig, es ist nur Nero Caesar. Und wenn du das N weglässt, 50 weglässt, kommst du auf 616. Das heisst, die ersten Christen, die das abgeschrieben haben, haben gedacht, ja nein, das ist falsch, aber es ist immer noch der Nero und haben 616 geschrieben. Es passt perfekt, das heisst, der Antichrist ist der Nero. Der Antichrist ist der Nero. Und du denkst, aber der Antichrist muss doch noch kommen und so, das steht doch auch in der Bibel. Ja, logisch kommen noch ganz viele Antichristen. Im Johannesbrief steht, dass es gibt jetzt schon viele Antichristen und es werden noch viele Antichristen kommen. Ist der Hitler ein Antichrist gewesen? Ja, logisch ist der Hitler ein Antichrist gewesen. Es gibt immer Leute, die sich selber als Gott aufspielen. Es gibt immer Leute, die Macht an sich rissen und im Zentrum sein wollen. Das gibt es immer. Ich möchte noch ein bisschen weiterlesen, in Kapitel 17. Und dann habe ich die ganz überzeugt. Ich komme nochmal auf die Szene zu sprechen, wo die Hure Babylons, die beschrieben ist, auf dem 7-köpfigen Tier reitet. Und jetzt wird beschrieben, wie man das deuten muss. Offenbarung 17, 3-9. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war rundum bedeckt mit Lästernamen, hatten 7 Köpfe und 10 Hörner. Das ist das gleiche Tier. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen. Und in der Hand hielt sie einen goldenen Becher. Der war voll von Abscheulichkeiten und dem Unrat ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, Mutter der Huren und Gräuel der Erde.
Und ich sah diese Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Die Hure Babylons. Babylon meint hier, und das belegen ganz viele außerbiblische Quellen auch, Rom. Das war ein Codewort für Rom. Damals hat man als Christen, wenn man nicht romkritisch sein wollte, hat man gesagt Babylon. Das heisst, die Hure Babylons ist die Hure Roms. Oder? Und sie ist betrunken vom Blut von der Heiligen. Das heisst, sie hat die Christen verfolgt. Und jetzt weiter im nächsten Vers. Und bei ihrem Anblick geriet ich in großes Staunen. Und der Engel sagte zu mir, warum staunst du? Ich will dir sagen, was das Geheimnis dieser Frau ist und des Tieres, das sie trägt, das mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern. Jetzt kommt das Geheimnis. Denn das Tier war und es ist nicht und es wird da sein. Siehst du die Anspielung auf Gott? Der war, der ist und der kommen wird. Hier ist Verstand gefordert. Wieder. Wir müssen wieder überlegen, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe, das sind die 7 Hügel, auf denen die Frau sitzt. Jetzt, jeder, aber wirklich jeder, der diesen Text damals gelesen hat gerade gewusst, was mit 7 Hügeln gemeint ist. Rom ist die Stadt mit den 7 Hügeln. Wenn du in Rom bist, weißt du das vielleicht sogar. Das ist eine Stadt mit 7 Hügeln. Das ist nicht einmal Code, das hat gerade jeder gewusst. Und der Engel sagt dem Johannes, hey, es braucht Weisheit, um zu wissen, was die 7 Köpfe bedeuten. Das sind die 7 Hügel von Rom. Und der Engel sagt zu ihm, was staunst du? Babylon, die Hure, Rom, das Reich, der Nero, was staunst du die an? Die gehen alle irgendwann weg. Die haben alle irgendwann ihren Hauch ausgeatmet. Der gesehen ist und wird sein, ist nicht der Nero, ist nicht Babylon, ist nicht Rom, ist nicht der Antichrist. Der ist gesehen, im Moment ist und für immer wird sein, ist Gott. Ist das Lamm. Er ist das Alpha und Omega. Er ist der gesehen ist und für immer wird sein. Staun nicht. Unterwirf dich dem nicht. Das vergeht. Fokussiere dich auf die Vision am Schluss. Wenn alles gut kommt, wenn Gott und das Lamm regieren, wenn alles vollendet ist, staun nicht über die ewige Stadt, die meint, sie ist Gott. Staun nicht über einen Nero, der meint, er muss angebetet werden. Der meint, er ist eine Gottheit. Bet du Gott an, bet du das Lamm an. Und es geht weiter, weil Babylon geht. Und wir wissen, Rom ist gefallen. In Offenbarung 18, 2-3 steht, gefallen ist Babylon die Große. Zur Behausung von Dämonen ist sie geworden. Denn von Wein des Zornes über ihre Unzucht haben alle Völker getrunken. Die Könige der Erde haben Unzucht getrieben mit ihr und die Kaufleute der Erde sind reich geworden durch ihren überbordenden Luxus. Die Könige rund um Rom herum haben profitiert vom Imperium Rom. Und sie sind mit Rom ins Bett. Das ist Bildspruch, verstehst du? Das ist Bildspruch, das ist ja kein Prostituierte, das ist Bildspruch. Und sie haben sich bereichert und betrunken am Luxus vom römischen Imperium. Obwohl Rom eine menschenverachtende, unterdrückende Weltmacht war, die gnadenlos Menschen abgeschlachtet hat. Und wenn wir jetzt schauen, was das für die Christen damals bedeutet hat, in den ersten Briefen in Johannes und Offenbarung, ist genau das ein Vorwurf von einer von diesen Kirchen. Dass die Kirche lauwarm geworden ist und sich mit dem Luxus und den Reichtümern dieser Welt eins gemacht hat und ihren Weg losgelassen hat. Wenn wir uns über den Kontext bewusst werden, dann braucht es gar nicht mehr so viel, um das auf heute zu übertragen. Gell? Es wird plötzlich deutlich für uns, was das könnte für uns heißen. Wenn uns der Luxus wichtiger ist als die Nachfolge. Oder? Wenn wir es in Kauf nehmen, dass unser Luxus vielleicht sogar auf eine Ungerechtigkeit gestützt ist, auf der anderen Seite der Welt. Ich gehe nicht mehr darauf ein, was das für uns bedeuten kann. Ich glaube,
Das sind Sachen, die wir alle von uns entscheiden können. Ich möchte nur sagen, schau, die Frage bei der Offenbarung ist nicht, wer ist der Antichrist? Oder wann kommt der Antichrist? Das sind Sachen, die uns ablenken. Viel wichtiger ist es. Und die Frage musst du dir stellen, daheim, die Frage muss ich mir stellen. Das ist eine herausfordernde Frage für dich und mich. Die Frage ist, wem folgst du nach? Einem Lamm oder einem Tier aus dem Meer? Das ist die Frage. Wer ist dein Chef? Folge ich dem Lamm, das sein Leben hingegeben hat aus Liebe, damit Menschenleben gerettet werden können? Oder folge ich dem Tier, das Menschenleben nimmt und es um Macht geht? Das Faszinierende an der Offenbarung ist, es wird alles deutlich, oder? Der Schluss kommt, es gibt dann nur noch Gut und Böse. Und in der Offenbarung gibt es nur Schwarz oder Weiß. Entweder bist du ein Nachfolger vom Lamm oder ein Nachfolger von dem Drachen. Es gibt wie nicht grau. Es gibt wie nicht grau, oder? Entweder hast du das Zeichen von dem Tier auf dem Kopf und auf der Hand oder das Zeichen vom Lamm auf dem Kopf und auf der Hand. Und das ist die herausfordernde Frage, oder? Wenn dich jemand sieht, wie lange braucht er, um herauszufinden, ob du ein Nachfolger vom Lamm bist? Oder siehst du eher aus wie jemand, der ein Nachfolger ist von dem babylonischen, römischen System? Und bam! Fuß in die Fresse, oder? Für mich. Und da enden wir jetzt mit dieser Frage. Wem gehörst du? Wer ist dein Boss? Wer ist dein Chef? Und wir singen den Song Agnus Dei, das heißt das Lamm Gottes. Und das Lamm ist würdig. Die Frage ist, wer ist würdig in deinem Leben für deine Anbetung? Wer ist es würdig, dein Chef zu sein? Und vielleicht kannst du heute etwas festmachen, wenn wir das zusammen singen. Ich bin so froh, wir dürfen heute zum ersten Mal wieder singen und wir singen jetzt diesen Song. Das ist ein Gebet, das ist nicht einfach ein Lied, das ist ein Gebet. Vielleicht musst du das zum ersten Mal jetzt beten. Jesus, du bist in meinem Zentrum. Ich bin ein Nachfolger von dir und nicht von etwas anderem. Und vielleicht merkst du, du musst das wieder neu machen, du musst dich wieder neu committen. Das ist das Geniale an Gott. Wir können immer, Gott ringt immer um unsere Aufmerksamkeit. Er ringt um unsere Nachfolge. Das ist etwas, was wir machen müssen. Er ringt darum. Und er möchte, dass wir unser Leben ihm hingeben. Und das absolut Ermutigste am Ganzen ist, schlussendlich wird sich das durchsetzen. Der Weg vom Lamm. Gottes Reich wird sich durchsetzen. Und wir können jetzt schon uns committen. Wir können jetzt schon ihm nachfolgen. Warum würden wir das nicht machen, wenn wir doch wüssten, dass es so kommt? Amen. Ich möchte noch beten, dann können wir das zusammen singen. Jesus, ich danke dir für den Moment. Ich danke dir auch, dass du dein Leben hingegeben hast für uns, dass wir ein neues Leben haben können für dich. Ich möchte dir einfach sagen, ich möchte ein Nachfolger von dir sein, Jesus. Und mich nicht ablenken lassen durch Sachen, die mich wegbringen von deinem Weg. Ich danke dir, findet sich bei dir Leben. Und ich möchte heute sagen, du bist es würdig, um in meinem Zentrum zu stehen.